Ups. So schön, hä? Hallo zusammen. Und willkommen zum ersten Video 2019. Hallo. Hallo. Es ist auch schön, wieder zurück zu sein. Wir haben uns ein bisschen Pause gegönnt nach dem Adventskalender. Die haben wir auch gebraucht, aber wir haben schon wieder fleissig Pläne geschmiedet für 2019 und uns auch den einen oder anderen Vorsatz genommen. Wir haben aber gedacht, wir machen es dieses Jahr einmal ein bisschen anders und wie das genau aussieht, das erfahren wir im heutigen Video. Das ist gar nicht mehr. Schau, wie es ist. Ja, ja. Ja, wir gehen heute übrigens in die Teufelsschlucht. Das ist eine Schlucht am Südfuss vom Jura. Dort waren wir als Kind mal, aber seither nie mehr. Und ja, es soll eine sehr schöne Wanderung sein. Hey! Ja, wie ihr seht, hat es mega schön viel Schnee. Mega cool. Und ja, wenn wir Glück haben, dann sehen wir sogar noch so ein bisschen verreiste Wasserfälle in der Schlucht. Wenn es genug kalt war, Daumen drücken. So, vielleicht nimmt es euch jetzt Wunder, was unsere Pläne und Vorsätze sind für 2019. Pläne haben wir schon einige, vor allem Reisepläne. Über die haben wir aber schon in unserem letzten Adventskalender-Video geredet. Das erste Reiseziel steht jetzt aber mittlerweile fest und das ist Norwegen. Dort geht es im Februar mit Kon-Tiki für eine Woche hin und für uns ist das erste Mal im Norden und wir freuen uns besonders, vor allem weil wir auch die Chance haben, das erste Mal in unserem Leben die Nordlichter zu sehen. Was das Thema Ziel und Vorsätze für 2019 angeht, haben wir ehrlich gesagt gedacht, dass wir das dieses Jahr ein bisschen anders machen wollen. Weil ihr kennt das sicher, bei Vorsätzen, da macht man so Anfang Januar so besonders gute Vorsätze, dass man irgendwie mehr Sport macht, sich gesünder ernährt, regelmäßig das Instrument spielt, jeden Tag ansiedeln und so weiter. Und dann wird es irgendwie Februar, März und schon bald heisst es Tschüss, gute Vorsätze und Ade, gutes neues Jahr. Und man ist ziemlich schnell wieder im alten Trott drin.
Und auch wenn man sich konkrete Ziele setzt, können die schnell hinten rausgehen. Wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, indem wir uns Zahlen zum Ziel gesetzt haben. In unserem Fall ist das zum Beispiel 1000 Abos auf YouTube. Und wenn man das dann Ende Jahr nicht erreicht, dann hat man eigentlich das Gefühl, ja, das Jahr das hat man gescheitert. Und das ist eigentlich mega schade, weil man hat trotzdem viel erreicht und die ganzen Zwischenmeilensteine und kleinen Erfolge gehen dann hier dabei einfach unter. Was wir darum jetzt für 2019 gemacht haben und wir jetzt mal schauen, ob das ein bisschen besser funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben uns einfach Zeit genommen, um mal das letzte Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen und haben uns aufgeschrieben, was so eigentlich die Sachen waren, die uns besonders Spass gemacht haben und uns irgendwie auch auf unserer Reise ein bisschen weitergebracht haben. Und umgekehrt haben wir natürlich auch geschaut, was irgendwie die Sachen waren, die uns abgezogen haben und uns irgendwie gefrustet gelassen haben, die uns einfach unnötig gestresst haben. Und uns darum natürlich auch daran gehindert hat, mehr von diesen Sachen zu machen, die uns eigentlich Spass machen. Es waren zum Beispiel noch so Momente, wo wir ja, einfach zu viele Sachen auf einmal wollten und ja, uns da irgendwie auf die einzelnen Sachen gar nicht richtig können konzentrieren oder die nicht mehr geniessen können, obwohl es eigentlich alles mega coole Sachen waren. Und es hat auch Momente gegeben, vielleicht, ja, wo wir uns angefangen mit anderen zu vergleichen und unsere Laune irgendwie davon abhängig gemacht haben, wie viele Follower, Likes oder Kommentare irgendetwas bekommen hat. Ja, wir haben uns die Sachen wirklich alle aufgeschrieben. Auf der einen Seite die positiven Sachen und auf der anderen die negativen Sachen und haben uns das auch ausgedruckt, sodass wir eigentlich jeden Tag daran erinnert werden, was wir eben lieber machen wollen und was lieber nicht. Und unser einziger Vorsatz für das Jahr ist jetzt eigentlich eben, dass wir genau die Sachen eliminieren, die uns abziehen und dafür unser Jahr mehr mit den Sachen füllen, die uns eigentlich Spass machen. Und das sind dann halt so Sachen wie eben, dass wir mehr mit Freunden unternehmen und wirklich auch Erinnerungen schaffen. Oder auch, dass wir jetzt zweite, ja, halt mehr so Quality Time finden für uns, wo wir auch neben dem Arbeiten mal coole Sachen machen können. Wir wollen auch regelmäßig auch so kleine Ausflüge machen wie der jetzt und vielleicht auch in einer strengen Woche so mal ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen. Und was wir natürlich auch wollen, ist einfach mehr Fotos, mehr Filme, mehr Drohnenflüge. Ich habe das Gefühl, ich habe letztes Jahr gefühlt einmal im Monat Drohnen geflogen und ja, das ist einfach das, was wir machen dieses Jahr und so dann unsere Geschichten auch mehr und vor allem auch regelmäßiger mit euch teilen. Prost! Ich glaube, das ist kein schlechter Vorsatz. Mit dieser kleinen Wanderung haben wir uns den übrigens gerade mal zu Herzen nehmen. Und morgen gehen wir zusammen das allererste Mal gemeinsam Ski und Snowboard fahren. Unglaublich, oder? Aber ich hoffe, wir werden dieses Jahr mit diesem Ansatz noch ganz viele coole Sachen zusammen erleben, die wir uns schon lange vorgenommen haben. Ja, und ich hoffe, dass wir euch mit diesem Video auch ein bisschen einen Anstoß geben können, so zum Anfang des Jahres. Und ja, wenn ihr jetzt schauen wollt, ob wir unsere Pläne dieses Jahr umsetzen können, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und natürlich auch die Glocke zu aktivieren. Noch viel wichtiger ist aber, vergesst nicht, geht raus und schreibt eure eigene Geschichte. Genau. Tschüss zusammen! Tschüss zusammen! Schau mal. Mhm. Ist fein. Hast du das einmal gemacht als Kind? Sicher. Du nicht? Mal.